Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play die Inner World auf Schweizerdeutsch. So, ja, nachdem wir letztes Mal herausgefunden haben, dass Roberts Flöte wahrscheinlich von grosser Bedeutung ist. Ja, okay, das kann man nicht so falsch verstehen, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Sind wir vom Conroy geflüchtet in den Wurzelwald, haben dort fast alle Faunen entschärft, bis auf eine, und sind da von diesem Windmönch gefangen worden. Jedenfalls geht es jetzt weiter und jetzt spielen wir als Laura. Okay. Was haben wir denn da alles Schönes? Wir können noch zurück zum Waldrand. Sehe ich da gut? Okay. Was hat Laura alles dabei? Eine kleine Dose. Was kann die? Meine Chili-Drops sind leider alle. Ah, schade. Okay, aber jedenfalls, es ist eine Dose. Sie ist aber leer. Viel? Get it? Er steckt zu fest. Okay. Baum. Das scheint mir ein Baum zu sein. Die Form und die Farbe lassen keine andere Schlussfolgerung zu. Smart Laura. Das ist effektiv ein Baum. Okay, was gibt's denn sonst noch Schönes? Mütze. Was für eine komische Mütze. Der Kerl hatte einen interessanten Klamottengeschmack. Ja. Mhm. Brustbeutel. Ja, das können wir, Er hat einen Brustbeutel. Kein Genau. Wunder, dass er tot ist. Was? Okay, Laura ist Weirdo, aber so ist auch der Robert. Von dem her. Was ist das? Schrei. Was? Schrei am Eisennest. Schrei am Eisennest. Okay. Heim der Schreiameise. Anscheinend unbewohnt. Ah, Schrei am Eisennest. Okay, nicht Schrei am Eisennest. Okay. Wäscheleine. Ja, mit der können wir auch nicht gross Mal anfangen. sehen, was man damit alles anstellen kann. Ah, eben doch, hä? Das ist noch gut, wenn wir da das Zeug also immer ein bisschen untersuchen. Ja, was können wir noch irgendwie mit dem Robert reden? Hey, Flötennase! Robert! Hier! Laura, Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Oh. Okay, seht ihr Mit nicht wem gut? redest du da? Nur mit mir selbst. Hallo Robert, na, wie geht's? Ah. Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Flötennase da wirklich runterholen. Okay, Er es- dreht langsam durch. Es sieht aus, als der gleich die Seile würde reissen. Der Haken ist verdächtig nah an dem Seil. Ja. Aber man kann ja da jetzt nicht gerade wirklich mehr irgendetwas machen, wahrscheinlich. Wir können ja noch das Moos Moos, wie es anschauen. leibt und lebt. Aber nein, wir kommen glaube ich nicht dort rüber. Ich komme nicht ran. Ja, da geht es keinen Weg dort rüber. Hörrohr. Er scheint wirklich sehr schlecht zu hören. Das Ding gehört Ja. doch eigentlich an Ah. einen Plattenspieler. Okay, gehört tut er auch nicht gut in dem Fall. Windmönch. Ich hasse Windmönche. Okay, was blitzt du? Laura got no chills. Ich würde jetzt sagen, wir reden echt nochmal mit dem Robert, wo vielleicht tut der Windmönch nach die Seile aufziehen und das reißt Robert, dann ist er frei. Wenn du mich hören kannst, gib mir ein geheimes Zeichen. Okay, wie ist denn das geheime Zeichen? Oh no, oh no. Okay. Junge, wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, tu was. Es tut Okay. mir leid, ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Es Ja, tut aber mir du wärst leid. doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt. Und er schießt wieder. Und die genau gleiche Animation. Ruhe! Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter? Okay, dann würde ich doch sagen, gehen wir jetzt zum Waldrand und holen uns dort das Häkeli, das runterfällt. Das ist auch jetzt am gleichen Ort, wo wir auch den Schroff letztes Mal getroffen haben. Schroff. Ja, okay. Haken. Mitnehmen. Mit dem allein weiss ich noch gar nicht, was wir können.
Was bringt es uns, wenn wir nochmal mit dem Schroff reden? Igitt. Es gibt Oh. wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. Oh no. Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verletzen kann. Du kannst reden. Oh. Was für ein komisches Tier bist du denn? Also, bin ein ich darf doch Schaf. sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, Giftig. ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. Nicht wirklich, Kommt drauf nein. an, um wen es sich handelt. Ah. Moor, Gefahr. Moor, Pandur. Ah, Weißt du Pandur zufällig ist etwas über dran, den verrückten Alten, der da oben im Baum wohnt? Ach, der Alte, der euren Gatten in die Falle gelockt hat. Er ist nicht mein Gatte. Und ja, Nun, das ist ein verrückter Windmönch. Sehr aggressiv. Ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. witzig. Ich weiß nicht viel über ihn. Er schimpft nachts leise vor sich hin, baut überall Fallen und ist fast taub. Und Okay. seit ihm seine Brille ins Moor plups gefallen ist er auch noch blind. Oh no. Ja, Was für vielleicht ein können wir ja. widerliches, stinkendes Schlammloch. Danke. Das ist mein Zuhause. Oh. Es ist vielleicht kein Palast, aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen, du wohnst hier? Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Oh, hier ist schon einiges versunken. Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeile, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Oh. Die Okay. Brille von dem verrückten Alten liegt da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr? Jawohl. Das wissen wir. Sicher, Wir sind dass nicht es Robert. vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können. Amphibie? Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. Okay, jetzt müssen wir irgendwie an die Brille im Moor kommen. Hä? Was soll Wenn wir an dir schnell denn so da Gefahr gefährlich sein? abchecken. Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schroff. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Ah, okay, okay, I see. Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Oh, Er ist nicht hoppla. mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Hallo? Ich bin tödlich. Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Well, okay, Eine trockene Stelle. Stelle? Ja, ich habe sehr sensible Haut. Es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Hört auf, das zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal. Er ist nicht mein Gatte. Er Und wenn checkt's du das nicht. nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Oh, Kein hoppla, Grund, aus Lex. der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Okay. Du vernunftbegabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht. Eine Creme? Creme! Bitte! Ich verwende nur homöopathische Mittel. Das Wort hast du dir doch gerade ausgedacht. Aber Genau, an das sich geht's. ist es eine gute Idee. Dafür, dass ihr so überaus töppelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Vorsicht. Okay, er hat eine Stelle am Kopf, die Mir noch reicht. Ich kratzt. gehe jetzt. Ach, sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, Wahrscheinlich, dass ich die ja. knisternde Spannung zwischen uns nicht bemerkt habe? Gott. Wow. Mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Ja, well, okay. Kratzende Stelle habe ich jetzt zuerst gedacht, vielleicht könnte man ja mal mit dem Haken probieren. Brauchen Sie das noch? Kann sein. Dann würde ich das lassen.
Okay, in dem Fall funktioniert das nicht. Wir können das wahrscheinlich auch nicht mit dem Netter kombinieren. Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Okay. Okay, moi. Nein. Come on. Dort innen ist Brille irgendwo, oder? Ja, das ist definitiv Moor. Man kann durch dieses That's it. Moorwasser keine 2 Zentimeter gucken. Okay, jetzt müssen wir irgendwie halt noch die Brille finden. Aber wie kommen wir zu dieser Brille? Die ist doch, er hat doch gesagt, die ist da hinten irgendwo hergefallen. Stelle im Moor. Ich soll also mit bloßen Händen in dieses dreckige, stinkende Moor greifen und herumwühlen, Ja. bis ich was gefunden habe? Tolle Jawohl. Idee. Die Antwort lautet nein. Ach, come on, Laura. Schilf, nimm. Nice. Okay, das wird wahrscheinlich eine andere Route geben. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie ein Seil und das wird wahrscheinlich die Wäscheleine sein. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie wir die dann können. Oder wir machen einfach einen Haken. Das ist natürlich auch super. Gut, stelle im Moor. Holen wir die Brille da raus. Ha, hab ich dich. Wow, da hat jemand offenbar 2 dicke Lupen zusammengeschraubt. Tada! Okay, wir haben die Brille. Jetzt können wir echt den Dude hier noch kratzen. Und bringt uns das etwas? Trockene Stelle. Hey, nicht kratzen! Wegen? Wo? Hey, nicht kratzen! Okay, in dem Fall. Ja gut, danke dir. Dann haben wir hier genug gesehen, würde ich sagen. Gehen zurück in den Wald. Ah, das ist der Wald. Es sieht mehr so wie ein Baumhaus, irgendetwas so ausgesehen. So. Ah! Okay, das ist neu. Das ist definitiv neu. Was? Schreiende Stelle. Untersuchen. Wenn ich es nicht sehen kann, heißt das wohl, dass es sehr klein sein muss. Das sind wahrscheinlich die Schreiameisen in dem Wo soll Fall. ich denn hingreifen? Ich kann nichts erkennen. Ich könnte allerdings draufhauen. Und wenn es nicht aufhört zu schreien, dann werde ich das auch tun. Okay. Wir sehen es nicht, aber mit der Brille, dicke Lupen, könnte man es sehen. Das erklärt natürlich einiges. Gut, und jetzt können wir das Schreiameisen doch sicher nehmen. Jetzt erstmal Die untersuchen. macht hier so einen Lärm. Das ist eine Schreiameise. Aus der Familie der hysterischen Insekten. Aus der Familie der hysterischen Insekten. Okay, was gibt's da Womit aus soll noch? ich die denn transportieren? Ah, kleine Dose. Du kommst mit. Ah, also ich würde sagen, heute läuft es richtig gut. Brille, die würde ich doch sagen, Die packen wir brauche ich wieder nicht rein. mehr. Ah, okay, in dem Fall. Tanköffnung. Der Tank ist voller Honig. Mit dem Schreiameisen ein bisschen Honig geben, vielleicht hört es dann aufschreien. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Nein, noch nicht, aber okay. In dem Fall. Maschine. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Okay. Tanköffnung. Auslöser, aber das wird wahrscheinlich Da nichts tut sich machen. nichts. Offenbar kaputt. Okay, müssen wir dort irgendwie... Also Tanköffnung, Der dort ist Tank Honig ist drin. voller Honig. Ja. Es sollte auch nicht wirklich Honig drin sein. Außer das läuft mit Honig, who knows. Komische Typen. Seltsame Typen. Okay, tun wir doch, bevor wir mit denen interagieren, schauen wir noch den Globus an. So soll Asposien von außen aussehen? Aber welches Außen wäre das dann? Und wer könnte die Welt jemals so sehen? Vielleicht ein Maulwurf, der durch die Erde gucken kann. Es ist nur ein Globus, Ja. okay? Eine abstrakte Nachbildung. Ja, es geht schon auf Theorie Hollow Earth in dem Fall. Also, Dann müsste ich erst über diesen Nein, schleichenden können wir Typen nicht. drüber steigen. okay, Windkarte.
Eine Windkarte ist schon eine seltsame Idee. Aber auf eine verschrobene Art macht sie irgendwie Sinn. Können wir die snitchen? Nicht anfassen. Das ist das Resultat von jahrelanger Arbeit. Okay, Das ist ja excuse echt me. bitter. Sattel? Ein Sattel auf einer Tonne? Ah, die werden wahrscheinlich nicht dort in die Maschine reingehen. Und dann schießen sie sich selber, oder ich Wozu weiß auch brauchst nicht. du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Okay. Ich glaube, wir sind noch nicht auf dem Wissen, dass wir jetzt das schon wirklich verstehen können. Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich in einem Erdloch geschlafen. Und es hat geregnet. Ja, richtige Weicheier, oder? Wenn es schon regnet, dann schon ein Nein, Erdloch. da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Okay, dann don't do it. Also, dann reden wir doch mit diesen komischen Typen. Etwas, was ich noch ausprobieren will, ist, ob ich da irgendetwas Meine machen Hand kann. passt jedenfalls nicht durch die Tanköffnung. Okay. Aber der Haken. Maybe? Mit dem Schilfrohr könnte das klappen. Mhm. Okay. Lecker. Okay, was bringt uns echt das jetzt? Müssen wir das Ding irgendwie wie aussaugen? Also bis es leer ist, dass man dann irgendwie Brennsprit oder irgendeine Benzinart rein. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut. Sehr wahrscheinlich haben wir es dem Fall jetzt erklärt. Also, reden wir mal mit diesen komischen Typen. Hallo? Was seid ihr denn? Was macht ihr hier? Oh, schaut mal, meine Herren. Wir haben Besuch. Großartig. Sie sind nicht zufällig die Putzfrau, die wir bestellt hatten? Putzfrau? Hier hinten können Sie gleich anfangen. Da wurde Hallo? schon seit Jahren nicht gekehrt. Darf ich fragen, was ihr hier treibt? Wir betreiben aerologische Studien. Was bedeutet das? Das wissen Sie nicht? Wams, sei nicht so hart zu ihr. Sie ist nur Etwas eine mit der Luft. Putzfrau. Ich glaube es nicht. Sie hat noch nie was von Aerologie gehört. Pandur zuerst. Kennt ihr den verrückten alten Mann im Baumhaus? Ach der. Da müssen Sie ganz vorsichtig sein. Der Kerl ist gefährlich. Ja, wir haben schon versucht, an ihm vorbeizukommen, aber er hat uns in die Flucht geschlagen. Unser 4. Kollege musste leider zurückbleiben. Oh Lord. Oh, Simon. Aber der Alte ist so gut wie taub, Was? halb blind und ungefähr 1000 Jahre alt. Und ihr seid zu dritt. Wollen Sie damit andeuten, wir sollten rohe Gewalt verwenden? Let's Ich meine, go. wir haben es versucht, Nee. aber er war uns haushoch überlegen. Ja, das ist kein alter Mann. Das ist eine Präzisionskillermaschine ohne Gewissen. Okay, Wegen ihm haben okay. wir Simon verloren. Präzision ist Simon übertrieben. war so eine treue Seele. Aber wir rechnen jeden Tag mit seiner Rückkehr. Na dann, viel Glück. Kollege oder... Ihr Ja, vermisst das ist also mein einen Kollegen? Ja, sein Name war Simon. Sein Name ist Simon. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Sehr schön. Und ja, jedenfalls ist er von seiner Expedition nicht zurückgekehrt. Noch nicht. Alles, was uns von ihm geblieben ist, Bleiben wird. wie auch immer. Er war ein Genie und Gentleman. Zum Beispiel hat er diesen Globus hier erfunden. Kann ich den haben? Sie müssten ihn mir schon aus meinen kalten, toten Händen reißen. Interessanter Vorschlag. Ui. Ach, eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr. That was Aber Let's easy. trinkt immer seine Wurzelcoladas daraus. Ja, durch die Windbrunnenlöcher kann man Wurzelkolade. Sträume stecken. Simon wird ihn außerdem wiederhaben wollen, wenn er zurückkommt. Also, nein. Dammit. Was genau sind denn Areologen. Aerologen? Ist das sowas wie eine Religion? Religion? Aerologie ist die Lehre des Windes. Eine hochkomplizierte Wissenschaft. Jawohl, Religion ist etwas für schwache Geister und Feiertage.
Wir erforschen die Wege der Götter mit Messgeräten. Meint ihr den Kasten da hinten? Kasten? Tolle, hat sie gerade Kasten gesagt? Oh ja, ich habe es auch gehört. Sie sind Also so... bitte, Kasten. Diese hochkomplizierte Apparatur sendet analoge Impulsvehikel aus, mit deren Hilfe wir den Verlauf der Windströme genauestens eruieren können. Okay. Und diese Windströme halten wir dann auf dieser Karte fest. Die Charta Erika. Was? Ja. Okay, können es fast nicht fassen, hä, dass sie so nichts darüber weiss. Okay, zuerst mal Eure Maschine. hochkomplizierte Maschine bewegt sich gar nicht. Der Treibstoff ist leider alle. Und er hat noch mit Honig Außerdem hat gefüllt. unser Kollege hier Honig in den Tank gekippt. Jetzt ist es Und kein... ich würde es wieder tun. Das wissen wir. Schlaf einfach weiter. Und Ihr zeichnet Charta. also die Windströme auf eurer Karte ein? Ganz genau. Wir glauben, dass sie auf etwas hinweisen. Wir wagen kaum daran zu denken. Aber es könnte sein, dass es mitten im Wald einen Ort gibt, der... Ein Windbrunnen. Dass es einen weiteren Windbrunnen gibt. Oh, Das wäre ja unglaublich. Wenn die Karte vollständig wäre, könnt ihr dann genau bestimmen, wo dieser Ort sein kann? Natürlich. Wir sind Aerologen. ja, okay. Wir sind Wissenschaftler. Honig. Sorry, gell? Honig. Ich muss Okay, los. danke. Ach, bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, Ich Sie bin dann immer noch vielleicht diese keine kleinen Putzfrau. Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Oh Gott. Creep, okay. Gut, ja. Jetzt müssen wir irgendwie Treibstoff finden. Ich glaube, das nächste, was wir machen, ist das Ameise mal ins Nest bringen. Wenn ich dann auch noch weiss, wie ich jetzt... Oh, dort haben wir noch etwas. Auspuff. Was können Genau, wir was dort? ich gedacht habe. Gar nichts. Okay, das ist in dem Fall genau gar nicht gedacht. Ich könnte einen Knoten reinmachen. Aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Ja, well, dann lass sie mit dem Knüppel. Hä? Also, adios, meine Aerologen. Ich gehe jetzt zurück zum Waldrand und dann, jetzt weiss ich gar nicht, wie sind wir echt zum Baumhaus gekommen. Muss man dort echt irgendwo hier hingern? Ah, jetzt steht zum Baumhaus und dann, weiter unten ist zum Wald. Lup, lup. So, okay, wahrscheinlich eben jetzt mal einfach das Ameise zurück in sein Nest tun. Wenn das funktioniert, und einfach mal schauen, was passiert. Hier kombinieren mit der hier. Komm, lauf nach Hause. Aber Ich muss zugeben, das war beeindruckend. die Pfeile stecken jetzt und vielleicht können wir jetzt das brauchen zum Auflaufen. Yes. Jetzt haben wir da unten so wieder ein Glitch, dass dort die ganze Zeit der Schrei vom Ameise steht. Ich schaue schnell, dass ich das wegmachen kann. So, okay, die Schrift ist weg. Ich habe das ganze Spiel sozusagen wie schließen und wieder auftun, was hat sogar noch im Hauptmenü gestanden. Jedenfalls sind wir jetzt hier. Ja, was machen wir jetzt? Was haben wir denn hier? Wolltest du etwas mit ins Jenseits nehmen? Tja, jetzt nicht mehr. Das ist der... Oh nein, das ist der Simon. Oh, oh no. Hoppla. Oh, ja, das ist der Kollege von diesen anderen Dudes. Das ist ein bisschen tragisch. Irgendwie fliegen. Haben wir die irgendwie noch fahren? Können wir das irgendwie auseinanderbauen? Ich hoffe, ich kann das bald gebrauchen. Es wird langsam immer schwerer. Schien nicht so. Zeigestock. Ein Zeigestock zum verlängerten Zeigen. Irgendwo sind wir doch nicht hergekommen. Aber wo sind wir nicht hergekommen? Das ist jetzt eine gute Frage. Hä? Okay, ich probiere mal.
Aha, Wäscheleine. Vielleicht können wir den Haken nochmal verbinden mit dem. Und jetzt so richtig, à la, weiss nicht was, Indiana Jones oder so. Mit dem Haken da über. Ernsthaft? Ja, aber in dem Fall nicht. Jetzt müssen wir da ganz langsam überlaufen. Das Moos können wir das mitnehmen. Yay, wir haben ein Stückchen Moos. Okay, jetzt nächste Theorie. Und zwar das Moos verbinden mit dem da. Netter Einfall. Okay, verbinden mit dem da. Netter Einfall. Okay, Theorie wäre gewesen, das Moos ins Hörrohr reinzustopfen, dass er nichts mehr hört. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Nein, ist es nicht. Langsam ist es Verzweiflung. Das schon, ja. Das ist. Well, okay, scheint nicht so zu sein. Windmönch. Wenn ich rankommen könnte, würde schon ein kleiner Schubser genügen. Ja, Deck, du hast mit dem Zeigestock. Schüpfst nicht. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Aber du hast doch gerade gesagt, dass du eigentlich. Keine gute Idee. Well, okay. Ja, well, in dem Fall. Können wir den Robert irgendwie. Ernsthaft? Nope. Gutes Beispiel von bringt nicht. Okay, gutes Beispiel von bringt nichts. Gut. Können wir den nicht mitnehmen? Sonst ist da nichts mehr in der Brusttasche. Ah, okay, nein, können wir nicht. Ja, in dem Fall gehen wir doch wieder mal da Pfeile runter. Zum Waldrand und. Ja, dann mal den Aerologen. Ist es eine gute Idee, den Aerologen ihren Kollegen zu zeigen? Ich glaube, das werden wir erst. Also nein, ich weiss, das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Wo wir sind jetzt gerade bei einer guten Länge von der Folge. Und ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!